wunderschönen guten Abend. Hier ist den Mama-Fernsehen mit der Ausgabe vom 15. November. Bibliothek vivant. Frauen sind noch immer an den meisten politischen Gremien besetzt. Hier wird ihnen abgeklärt, wie ihnen sich politisch kann engagieren kann. Die Regierung aber auch als Gemeinwohl schon zum Ziel gesagt, Parität mit den politischen und aber auch assoziativen Ämtern zu probieren, so gut wie möglich hinzukriegen. Das heißt, mit dieser Aktion, die auch organisiert ist von der Chancengleichheitskommission, aber auch vom Service Egalité von der Gemeinde Mama, das heißt von der Madame Fernandes Monika, wollen wir einfach Frauen, aber auch Männer sensibilisieren und auch informieren, was ob Frauen an einer politischen Arbeit durchkommen. Wir hätten aber auch ganz gerne, wenn sich Frauen informieren, was das überhaupt heißt, politisch Arbeit zu sein, und dass sie aber auch Frauen kennenlernen, die politisch aktiv sind. Wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt am Aktionsplan von der Gemeinde Mama, wo wir eben einfach probieren, mit so gezielten Aktionen als du auf den richtigen Weg zu machen. Wir realisieren heute eine Bibliothek vivant, was heißt das? Wir haben 12 Politicinnen, die heute disponibel sind, für mit Bürger zu schwätzen, an ihm zu erklären, was das heißt, an der Politik sich zu engagieren. Wen das auch mit dem Alltag verbinden kann, all die Fragen, die der Bürger hört, über den Thema heute können zu stellen. Den 12 Frauen, die heute, also verschiedene Parteien haben Kandidaten geschickt, für das Bürger die Fragen können stellen. Ich will aber so, dass das Engagement von der Politik über die letzten 25, 30 Jahre an dem Sinn gegangen sind, dass man aber dem Phänomen von der Egalität des Chancen, dass man dem Rechnung getrunken. Beim Viergänger beim Henri Hosch als die Egalität des Chancen angefordert. Wir haben die Führung gefordert, wir haben auch eine aktive Kommission von der Egalität des Chancen. Wir führen alle 2009 die europäische Charta von der Egalität des Chancen unterschrieben. Es gab Schwierigkeiten für die umzusetzen. Unter verschiedene Präsidenten, und trotz aller Engagementen von Marie-France Berger und auch einer der Präsidentin, die mal ganz engagiert hat, wo ich hier für Druck gesagt habe, dass ich abgeregt war. Und dafür will ich jetzt sagen, dass wir unter Marcel Jamin den großen Avantage hatten, dass wir einen Plan d'Action gestimmt haben und auch abgestaltet haben, für die europäische Charta zusammen umzusetzen. Das haben wir gemerkt, den 11. des 5. 2015, letztes Jahr. Wir haben noch unter dem Impuls von Marcel, wo wir es fertig gebracht als Chefverrat, einen konsiderablen Volumen an dem Budget 40 gesehen, für das wir ein Service d'Egalité des Chances nicht als solchen angesagt, wie eine Charge de Mission angestellt, für den Plan d'Action umzusetzen. Das ist ein großer Fortschritt gewesen. Da bin ich froh, dass die Equipe von Formotions mit Monika Fernandes, dass sie das Ganze begleitet. Und das ist auch ihre Verdienst, dass wir heute eigentlich halt stehen. Auch das Jahr hat die Stiftung zur Förderung junger Künstler ihren Preis vergeben. MaTV war auf Mama und Kirsch gucken. Aber wenn ein Organist fragt, was sein Lieblingskomponist wäre, kriegt ihn entweder oder oft die nämliche Antwort oder gar keine. Bei einem Laureat ist das nicht ernst. Ihn wird just gemeint, ihn hat ein Faible für den Barock. Hat bei seiner Kandidatur Interpretationen von unterschiedlichen Werken angeregt,
An also Verwaltungsrat sowie Experten kruten anonym Selektion von den Abspielungen von alle Kandidaten zu lauschen. Bei ihm wäret, hatte mir herausgewählt, Toccata Decima von Georges Muffat. Ein Weg, der natürlich an das rapasst, werde ich Fedro so tun, spät 17. Jahrhundert, am Reminiszenzen und italienischen und französischen Barock. Das ist eine Suite an 2 kurze Sätze. Hier wird die technisch perfekt interpretiert, mit differenziertem Ausschlag und präzisen Artikulieren. Trotz strengen historischen Vorgaben vom Weg wird hier sich dabei genug Raum für eine persönliche Gestaltung gelost. Beurteilt jeden als das Interpretation wie die anderen auch nur Kriterien wie Weg an Urgen, Spieltechnik, künstlerische Maturität und Ausdruck, wie die sich daraus resultierende Projektion von einer Musikerpersönlichkeit. Als ein Expert an der Wirt, Professor Organist im Staater Konservatoire, noch international viel NRW, den ich heute begrüße, hat gerade zu dieser Musikerpersönlichkeit vom Laureat ausgefordert, und ich zitieren, ausgereiftes Orgelspiel mit gewollt dezentem Ausdruck als Stilmittel der historischen Aufführungspraxis und Gespür für die Finesse der Musik Muffats. Eine überzeugende Einspielung, die eine interessante Musikerpersönlichkeit erahnen lässt. Der Verwaltungsrat ist zu der nämlich der Konklusion kommt, und wird so seine Decision geholt. Ob mein Frau und der Laureat für was hier in Haut kein Bach ausgewählt wird, wurde Jos Majorus gemeint, ihn hat vielleicht einmal mehr ein breit Palette und Musikerrichtungen, Barock, Klassik, Romantik, und so zu Wort kommen los. Lauscht mal an ohne Unterbrechung de Jos Majorus op der Rugel vun der Mama Prokirch hat diesem Programm und ich profitiere für den Pastor nächste Saison das nice Kirch dafür zur Verfügung gestellt wird.
Der Zweck der Stiftung, wie der Titel schon aussieht, als die Förderung von jungen Künstlern. Wir haben ein Alterslimit von 30 Jahren. Wir haben keine Einschränkung, was den Kunstbereich betrifft. Der Preis als eine Belohnung und Anerkennung von dem Erreichte. Der Preis ist aber auch gleichzeitig ein Encouragement für eine erfolgreiche Karriere. Und wenn ich die lange Liste gucke von unseren bisherigen Laureaten, ist der Preis fast eine 100% Garantie. Aber nicht der Preis ist maßgebend, sondern das zielstrebig und konsequent weiter schaffen. Und da sind wir überzeugt, dass bei Ihnen das der Fall sein wird. Und so freue ich mich im Auftrag von der Stiftung, den Jugendpreis 2016 zu überreichen im Bereich Orgelmusik. Der Preis besteht in einer Urkunde, den ich euch hiermit überreiche, und natürlich in einem Scheck. Verbunden mit dem Wunsch auf eine erfolgreiche Karriere und herzlichen Dank für die schöne Konzert. Erlaubt mir aber trotzdem für dich dem Laureat, Jos Majeros, zu felicitieren für die flotte Konzert, den er gehen wird, aber auch für seine Karriere. Und die ganz viel versprechen, dass ein zweiter Master, guck mal, für 30 Jahre hat nach Kefu Masteren an der Orgelmusik geschwärzt. Den Alfons Schmid hat mal recht gesagt, der Fett, dass ich an die lange Lust von den Laureaten von der Stiftung für junge Künstler erreicht, dat das ganz viel verspricht. Guckt nicht mehr lang, die an der Musik ihre Wege machen. Das sind immer junge Künstler, die bei uns am Land ihre Nummergemerke wie weit über die Grenze von dem Land raus. Und ich wünsche mir, dieselbe Weg können an der Orgelmusik zu gehen. Die Orgelmusik ist eigentlich etwas bei uns, wo man gesagt hat, dass die Leute, die spielen, keine gehen von den Instrumenten. Guck mal, die nehmen von den großen Organisten bei uns, die sind eigentlich immer nicht bekannt gehen, nur dem, dass sie so gestorben wären. Ja, es ist so, der tut für den, guck mal, nehmen die Tituläre von der Kathedrale, den Albert Leblanc, den Carlo Hommel, wo der selber Schüler war. Ich war übrigens auch beim Carlo Hommel Schüler an der Orgel. Die haben gespielt, die haben auf jeden Fall bei ganz solennellen Momenten gespielt für Lützeburg. Den Albert Leblanc hat seinerzeit gespielt, wie der Retour war, op Lützeburg auch von der Grande Duchesse. Sind Texte komponiert gehen, speziell für den Ulas. Albert Leblanc, der Carlo Hommel gespielt, wann groß Mariage von einem Herrscherhaus an der Kathedrale wären. A viel Leute erinnern sich all Joas drin, wann Doktav ass war groß liturgisch Fester sind, sie dat Ostern, sie dat Pfingsten, sie dat Christch. Da können eigentlich auch die Leute, die nicht regelmäßigen Kirchegänger sind, können sich eine Stadt nicht vorstellen, ohne Orgelmusik, das nicht das ganz. Die Orgel hat eigentlich die große Vierdeel, das ist ein Instrument, das wer hilft, begleiten, ein Chor, mit Orgel als auch ein Instrument für Solisten. Und Orgel spielen, das nicht einfach, weil es verlangt, eine große analytische Fähigkeit, ähnlich wie die Mathematiker. Meistens sind gut Mathematiker, sind das auch gut Organisten. Mit verlangt auch vor allem eine gute Koordination zwischen sowohl dem Kap, den Händen, aber vor allem auch der Face, weil ihr spielt ja auf der Orgel neben den Händen auch mit dem Face-Pedal. Und das bringt es eigentlich mit sich, dass man so einen großen Klang verfügt.
Ich muss einfach sagen, dass vielleicht durch die Vierlicht von Bürgermeister über die letzten Jahren für die Musik man auch gemerkt haben, dass man an den 3 Kirchen, bei uns sieft er auf der Kap, sieft er zu Holzem, an auch heute zu Memmer, neben den Engagement von den jeweiligen Kirchenfabriken, auch als Gemeng relativ tatkräftig und auch finanziell das unterstützt haben. Und die Resultate davon sieht er, dass eigentlich die 3 Urschle bei uns an der Gemeng ganz anders reisen. So nicht auch ohne irgendwelche politische Konnotation, dass ich hoffe, dass die Urschlen wie in der Zeit am Code Civil, das ein Immeuble per attache à perpétuelle demeure. Das ist das gehört zu der Kirche mit bei, weil der Englisch nicht einfach könnt deplacieren, wie das fest und wenn von der Kirche dran ist. Und ich sage nicht ganz ehrlich, dass ich der Teil lieber habe, wie wenn man ein chinesisches Restaurant auf dieser Platz hat. Das gesagt sind aber auch eine Reihe von Mercien, die ich verlassen gehen. Merci für und allem und die KB Stiftung, das war die Stiftung für junge Künstler mit dem Alfons Schmid als früheren Direktor von der IKB Bank zu Lützeburg, weil ich dem Alfons vielmals Merci so, weil ich ihn für die Lützeburger Bank gewählt, viel gelesen, weil nicht für nichts aus der Haus für die IKB Bank nur drauf wären, heute der Sitz von Luxemburg für Finance. Ja. Früherer Alfie auf dem Kirchbirch. Auch der Jommerdennger Lützeburger Architektin, Tatjana Fabeck, die war am Konkurs mit dran, die das realisiert haben. An den Alfons, muss ich sagen, hat groß Verdienst auch für als Märmerkultur, an den Märmersport, an sein langjährigen Engagement als Conseiller von der Gemeinde Märmer hat sicherlich einen Beweis gestaltet. Ich will aber auch Merci sagen, die Leute, die verantwortlich von dem Verwaltungsrat, dass sie all Jahr als Heichkarätig Lützeburger Künstler da unterstützen, auch noch rausziehen. An nicht zuletzt will ich euch alle guten Merci sagen, dass ihr auf dem Sonntag, auf dem Kirmessonntag, hier an Märmer Kirch kommen sieht für die flotte Konzerte zu lauschen. Und ich ging dann auch als Merci von der Gemeinde, nicht nur, wenn wir Datei unterstützen, invitieren und Märmer Schloss nach auf den Ehrewein. Merci und einen schönen Sonntag. Merci. An einer Rubrik den Bürgermeister Hutwurt lassen wir den Gilles Roth zu Wort kommen. Natur breet sich löserlös op de Wanderfir an dat mischt och Gemeng Mämer, die sich wanderfest mischt. Sie war am Laufen dieser Woche von der Regierung offiziell zum CDR bestimmt gin Verteestadt CDR, ma CDR steht für Centre de Développement et d'Attraction. Dat heißt, dass Märmer Gemeng an Zukunft eng wichtig Rolle an der Lützeburger Landesplanung wird spielen, dass Märmer eng Platz op der Landesplanung huet, an das auch Musik nicht nimmen Harmonie Gemeng Märmer wird spielen. Da das eng langjährig Geschichte, eng Unerkennung für als Gemeng oder eng Unerkennung für Schaffen, mir Apps wird sich aber auch abgedrängt wird. Wir werden mir gucken zurück Ende 90er Jahren, demals als Präparationen getroffen für den sogenannten IVL, das Integrativ Verkehrs- und Landesplanungsgesetz. Und du hast zurückbehalten, dass demals Gemeng Stängefort sollte CDR für den Westen sind. Hat eng Reihe von politischen Ursachen. Mit Gemeng Märmer huet sich mat vielen Infrastrukturen iwwer die letzten 10 Jahre dazu gemausert, dass eigentlich ein großen attraktive Punkt hei am Westen vom Land ging opkommen. Was bedeutet, wir sind im Moment so rund 9.200 Leute, davon 80 Nationalitäten. Wir haben eine ganze Reihe von Infrastrukturen, die sich an den letzten Jahren gemerkt haben. Sie haben der Lycée Josie Bertel, sie haben die Europaschule, die zweite auf dem Tossebier ganz gut funktioniert. Der ganze Campus mit 4.500 Schülern im Moment. Dann haben wir natürlich auch Kommunalschulen. Sie haben den Kindersbund von dem Präkos von 3 bis 12 Jahren, die fondamental mat eisem Centre kulturell, war de regelrechte regionale Centre kulturell Guinness Maison Relais fir all Kanner op der Kap e ganz flotten Schulkomplex, die vun eng Joer sing Dieren opgemerk huet.
Und dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von Wohnlotissementer, wo die Leute gerne hinkommen, mit einem Wachstum von rund 3% pro Jahr. Das mischt zwischen 300 und 350 Leute kommen die Jahre auf mehr bei. Wir lachen eigentlich trotz viele Kritike richtig mit einem Bebauungsplan, den wir da für 2 Jahre definitiv und da und Fach hatte, mit viel Gedessens, wenn wir gesehen, wer dann andere Gemengen ist, dann sind wir heute Mänglisch noch nicht so schlecht wegkommen. Der Bebauungsplan, den erlaubt ist eigentlich moderat Wachstum zu tun, aber auch die wesentlichen Infrastrukturen bei uns an der Gemeng zu schärfen, und dort zählt auch den Verkehrsfluss. Et ass richtig, dat se en Kaso muss als Land soviel wussen, méi wann all Joers 13.000 Leiit an Gemeng Mämer an die 104 Äner Gemengen am Land beikommen, ja, da mussssen die Leiit irgendwo hin. Fir ze Mengen kënnen de lo Rigel virschieben, dat geht scho eng legal, net mat dem freien Wure, mat dem freie Kapital, afir alle mat dem freien Personenverkeier an der Europäescher Union. Mämer werd an Zukunft hier überholen, dat heescht eng gut Partnerschaft mat engerseits de staatlichen Ministere, Service a Verwaltungen, dat heescht, dass awer och mir als Verantwortung holen, dass mir op schons Gewerbesteuer net mir an Zukunft werden ausschlaggebende Faktor sinn fir d Finanze vun enger Gemeng. Es mussssen so orientieren, dass Betrieber, die hai wollen sich am administrative Bereich usiedeln, dass die Platz fannen. Dat bedeit auch, dass man staatlich Verwaltungen opholen an net zulächt, dass fir kurz im Brief kommt, dass Steuerverwaltung 42 weiter Beamten op Kap wird, stellen er dummer Kabo als kantonell Hauptort, Verwaltungszentrum hai am Weste gin. Dat heißt aber auch, dass man muss sensibel genug umgehen mit dem Verkehrsprobleme haben. Und das heißt auch, dass man muss drauf sitzen. Etwas weit eng Idee, die schon bei dem Claude Fiesler als früheren Infrastruktur Landesplanungsminister abkommen wäre, nämlich, dass den Tram an absehbarer Zeit bis bei die zweite Europaschule kommen, sodass wir dann auch verstärkt und den öffentlichen Transportwert angebunden sind. Bref, es sind große Herausforderungen, die uns bei der Gemeinde zukommen. Wir brauchen dafür den Zusammenhalt an der Gemeng. Wir brauchen Visionen für Zukunft, und wir brauchen vor allem eine gute Kooperation mit dem staatlicher Politik. Und wir sind der Meinung, dass wir gut aufgestellt sind, für den Defi umzugehen und auch Werten zu erfüllen. Auch das Jahr waren viel Leute am Schloss für die Tour von der Mama Choral. Ort vu der Choral Saint-Cécile Cru 2016. Das war enke soweit zum Mamer am Schloss organisiert Choral Saint-Cécile vu Mamer hier Ort. Mir hunn festgestellt, dass het een Selbstläufer ass, weil als Leiit, die kommen all Joserem, wir können praktisch op een feste Publikum zielelen, an ich kann immer so en och das Joer ass der Salremenke voll. Ich bin gewabbarer Präsident méi fir glücklich zu gehen. Wir haben auch die größte Chance, dass wir hier an der Gemeinde unterstützt gehen von unserer Kulturkommission, von unserem Chefrat. Und das denkt schon an der Primärschule an. Die Ukraine kann am 3. und am 4. Schuljahr aufwechselnd Kuren, die gehen noch gehalten von der Madame Sylvie Serra, auch von Herrn Cosimo Codacci begleitet. Da das Basis am Fond geholt für die Kultur heute zum Mama, speziell am Gesang, auch heiß zu halten. Wir können nicht mehr so hoffen, dass wir da lang können so viel fahren. Ja, Annelo,
sangen wir die bekannte Lieder wie Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, von Nicoli von Nicolas, man müsste noch mal 20 sein, aber wir hoffen alle Götten, dass die Leute auch ganz dichtig matt sangen. Ich wünsche einen schönen Abend. Du bist so abgespannt, ich dir nicht an. Ich höre die Jammer von den Plagenbrücken nach. Ein altes Hauswetter, bei dem es besser geht, das dich berühren wird, hab ich mir hier verloren. Schön die Sonne in ein Gläschen Wein, deine Blumen machst du auch mit im Leib. Und die Köpfchen hoch und guten Ruh, mir das Wohlglas in meinem Zug, das ist du. Schließ die Augen einen Augenblick, denn dann ist der Ausdruck am Glück. Und dann weiß man alles, du das sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Bist du dein Leid nicht los, geht's dir nicht tadellos, dann spürt dir noch nicht an die wahre Unruhe. Jetzt bitte sei gescheit, mach dir ihre Freud und wiederhole die kleine Trost Schön die Sorgen in ein Gläschen Wein, deine Kummer du auch mit hinein. Und die Köpfchen hoch und gut genug, für das volle Glas in meinem Zug. Dat war als Emission fir Haut. Wir gesinn aus den 1. Dezember. Ich so nicht merci fir no gucken, a bis geschwen.